Herzlich willkommen, liebe Leute, zum ersten Klemmbausteine-Stream von brack.ch. Ein neues Gesicht. Bin mich auch noch ein bisschen am Einfinden. Ich finde es ganz toll, dass ihr dabei seid. Ich habe gesehen, wir haben schon 2 Follows bekommen. Merci vielmals an Bergler, merci vielmals an Visuri. Schön, seid ihr dabei. Und ja, wir verbringen die nächsten wunderschönen 90 Minuten miteinander. Wir können schön gemütlich in die Mittagspause rein zusammen ein bisschen bauen. Und freue mich sehr. Vielleicht noch schön zu meiner Wenigkeit, damit ihr wisst, mit wem das ihr es zu tun habt. Die einen haben mich schon vielleicht beim vorletzten Stream gesehen mit der Steffi bei den News. Also vorher schon mal gesagt, ich gehöre auch zum brack.ch-Team. Bin bei der Spielwarenabteilung als Product Manager und kümmere mich dort eigentlich nicht um Klemmbausteine, aber ist natürlich auch eine grosse Passion hier. Und ich kümmere mich mehr um Brettspiele und was ich auch in den News angetönt habe, natürlich das ganze D&D, Pen-Paper-Sortiment, Tabletop, wo noch ein bisschen ausgebaut wird. Und das wird ganz eine coole Geschichte. Da haben wir dann in der Zukunft ja auch noch Streams miteinander. So, ich habe mal alles so weit gut eingerichtet, hoffe ich. Falls das nicht der Fall wäre, bin ich immer sehr froh um ein Feedback. Könnt ihr mir gerne sagen, ob vielleicht hier, ich glaube, das ist schon ein bisschen zu laut, das Mikrofon zu laut ist oder die Musik euch stört oder so. No problem. Es ist ja schon angeteasert worden von der guten Steffi auf unseren Social Media Kanal, dass wir heute werden etwas Grösseres zusammenbauen. Wir gehen in den weiten Horizont, im verbotenen Westen, wenn wir das alles so schön ausdeutschen wollen. Und wir schauen dort miteinander der Tallneck an von Lego, von Horizon Forbidden West. Ist ja vor 2 Monaten etwa rausgekommen, nur auf der PS4, PS5 aktuell leider. Wobei, eben, ich sage immer, auf PS5 gibt es gar nicht, ich habe noch keine gesehen. Skirrush, ja, bist schon gehypt für Tallneck, ich auch, ich freue mich extrem. Und wir werden den heute versuchen, miteinander zusammenzubauen. Ob er fertig wird, weiß ich nicht. Sonst machen wir es dann halt das nächste Mal. Schauen wir mal das wunderschöne Böckchen an. Also ich finde die Art finde ich schon mal recht cool, oder? Mit dem schwarzen Hintergrund und noch ein bisschen Spiegelung drin. Ich finde, sie geben sich da schon recht viel Mühe. Unten dran, auf der Seite, der Shot hier, von unten rauf, da könntest du meinen, das ist riesig, oder? Irgendwie 60, 80 cm groß. Aber wir können hinten drauf noch schauen. Wir haben dann nämlich noch die Masse. Jetzt fokussiert es natürlich nicht, wenn wir es fix eingestellt haben, aber er ist etwa 34 cm hoch, 21 cm breit. Crowbar, merci vielmals für ein Follow. Schön bist du da. Hallo zusammen. Cool, der Chat läuft, freut mich. Was haben wir da sonst noch auf unserer Packung? Natürlich Kleinteile nicht verschlucken, oder? Ganz wichtig. Wir haben die Lizenzierung von PlayStation. Und schon mal hier eine Andeutung, dass wir auch das Figürchen drin haben, nämlich die Aloy, die ja die Hauptperson ist von Horizon. Ich muss sagen, ich habe weder den ersten Teil, der jetzt mittlerweile auf Steam erhältlich ist, gespielt, Zero Dawn, noch der neue. Aber es ist immer, wenn irgendwo Trailers oder so Berichte kommen von dem Spiel, muss ich es mir einfach reinziehen, weil es sieht mega, mega schön aus. Tasrian, salut, grüß dich. Und Hibidi Hustler, willkommen, ich bin blind, salut, schön seid ihr da. Ich würde sagen, wir machen mal das Ganze ein bisschen auf. Ich studiere jetzt gerade, ob wir das so machen oder ob wir mal wechseln, weil wir haben noch eine zweite Kamera installiert. Merci vielmals an Steffi, die dabei geholfen hat. Da können wir vielleicht auch noch mal einen besseren Blick darauf werfen, wie das Ganze hier aussieht. Und was ich immer ein bisschen Respekt davor habe, ist das Ganze nämlich aufzumachen, weil das ist immer so mühsam zusammengeklebt. Kannst du nicht einfach, man könnte meinen, hier könntest du es einfach auftun, aber das geht leider nicht. Darum, ich habe schon vorgesorgt, ich habe einen Brieföffner dabei, ich hoffe, der hilft ein bisschen etwas. Fantastisch, wie das geht. So, dann können wir nämlich die Kiste von dieser Seite her aufmachen. Sollte das wunderbar funktionieren.
Easy peasy. Dann schauen wir nochmal. Ganz Schwette. 1222 Teile, lustige Nummer haben wir da drin. Und wir haben hier das 8. Ich muss jetzt schauen, dass ich mir das Ganze wunderschön sortiere und irgendwie anlege, dass wir da überhaupt vorwärts kommen. Zip Flames, yeah! Nochmal ein, der gehypt ist, sehr schön. ASMR, ja, warte, ich hab's ein bisschen. Vielleicht dann klötzlich ein bisschen am Mikrofon reiben. Es gibt ja für alles einen Fetisch, oder? Es gibt ja für alles einen Fetisch. Und es sieht fast alles gleich aus, oder? So cremefarbig, weiß, beige, ein bisschen rot. Noch ein bisschen grün für. Erinnere mich mega an Puzzles, wo ich mich ja auch darum kümmere. Letztes hat meine Mutter angerufen und gesagt, ich weiss nicht was machen, kannst du mir nicht einmal so ein Zusammensetzung mit heimbringen? Dann habe ich gesagt, ja, gut. Bringe dir gerne so ein Zusammensetzung. Was ist das da? Ah, das ist noch das Kabel für hier. Wahrscheinlich, nehme ich an. Für den kleinen, was haben wir, Mecha Kangaroo oder so. Dann haben wir noch ein paar Decals. So, mal auf die Seite. Jedenfalls habe ich gesagt, ja, ich bringe dir sicher mal ein Puzzle mit. Was willst du denn für eins? Ja, nichts Schweres, weißt du, nur so 500 Teile. Habe ich gesagt, Mami, das sind Kinderpuzzles. Das geht doch nicht, du musst etwas Anständiges haben. Fangen wir wenigstens mit 1000 an. Und dann habe ich ihr ein paar mitgebracht von Disney. Sie hat früher gerne Disney-Filme mit mir geschaut. Und sie kommt einfach nicht vorwärts. Weil, ja, es sieht alles gleich aus. Ich sage, nein, sicher nicht. Es hat irgendwie 10'000 Farben da drauf. Es sieht doch nicht alles gleich aus. Sonst hat er eins geschenkt, wo nur der Nachthimmel ist und alles etwas schwarz und dunkelblau ist. Aber ja, ich komme da sicher besser vorwärts, weil es hat eine wunderschöne Anleitung. So, ich muss das vielleicht mal umdrehen. Wir haben hier ein riesiges Booklet. Also, das wird recht viel Arbeit. Kannst du glauben. Aber das kommt gut. Wir haben schon mal ein wunderschönes Artwork hier. The World of Horizon. Es ist in Englisch geschrieben hier. Das heisst, ich könnte versuchen, es jetzt zu übersetzen, aber das wäre eh nur eine Peinlichkeit für mich. Darum lassen wir es mal vorne weg. Wir haben noch ein paar Kommentare hier vom Designer. Recht ein Jungspund. Was sagt er da? Er ist mit Horizon Zero Dawn hat sich verliebt in Horizon Zero Dawn. Das erste Mal, als er es gespielt hat. Futuristische Welt, wunderschöne Szenerie, starke Charaktere. Und er hat da sich mega daran sich inspirieren lassen und hat versucht, so ein bisschen die Wildheit und die Offenheit von dieser Welt zu fangen. Gut, die Isaac Snyder heisst er. Die Artworks sind auch schon cool. Und dann haben wir auch die Trailers so schön, oder wie die aber zusammengeschnitten sind. Das ist eine richtige Freude. Der Tallneck. Ich könnte ja mal lesen, was eigentlich der Tallneck genau ist. Also, er tut sich oblivious to interruption and impervious to attack. Er ignoriert eigentlich irgendwelche Unterbrechungen und ist eigentlich nicht wirklich aggressiv. Würde ich jetzt so übersetzen. These giants circle wide areas, monitoring local conditions. Okay, also die gehen wirklich über grosse Wege hinweg, so der Streifen quasi Prärie, Steppen wie Giraffen, oder? Ich glaube, dort ist es sicher auch angelehnt, das ist ja fast offensichtlich. Und sie beobachten da so ein bisschen die lokalen Begebenheiten, ist alles in Ordnung, alles gut am Tun. Ihre Köpfe sind Communication Hubs. Also dort sammelt sich eigentlich die ganze Kommunikation von Horizon. Ich weiß nicht, was genau für Informationen. Da müssen wir wahrscheinlich Spiele gespielt haben dazu. Wahrscheinlich geht es eher ein bisschen um die eben lokalen Begebenheiten, Entwicklungen, ist irgendetwas im Argen oder so. Dass die das so untereinander dann verteilen, die Informationen. Und sie sind eigentlich sehr friedfertig und werden oft begleitet von
Sentries, Wächter und Kampfeinheiten. Okay. Wir haben hier wahrscheinlich eben so einen Sentry, so einen kleinen. Auf dieser Seite, die wir dann noch zusammenbauen. Dann das 3D-Artwork von der Alloy und vom Lego-Modell, das wir haben. Ein bisschen Background zu der Alloy. Und dann kommen wir hier zum ersten Teil. Fantastisch. Also 1, 2 und 3 ist Base, plus Alloy, plus der kleine Sentry. Und dann die restlichen Teile sind alle für den Tallneck. Ich würde sagen, wir gehen nach dieser Reihenfolge, wie es im Buch ist. Das ist das Einfachste, da mache ich ja sicher nicht falsch. So, brauche ich da noch ein bisschen Platz. Ich tue das da mal so ein bisschen auf die Seite. Und dann nehmen wir uns das Eis mal rein. So, toll, das größte Pack. Einmal aufgerissen. Schau, gibt es noch kein sensorisches ASMR. Das ist doch so, wenn du wie ein Sammelkartenpaket aufmachst oder Panini, kennen sicher viele von euch. Zuerst mal schnüppern, aber hier ist das nichts Tolles. Ich habe mich auch mal ein bisschen informiert, warum das gewisse Leute so gerne haben. Und dann macht das nämlich auch Sinn. Es ist der Klebstoff, der Verbundstoff von dieser Plastifizierung und dem Karton. Und es gibt ja die Klebeschnüffler in der Schule, haben wir alle sicher einen in der Klasse gehabt. Und das kommt wahrscheinlich ein bisschen von dort her. Irgendetwas wird das haben, was es im Kopf auflöst. So, also einmal Alloy. Ich glaube, es ist relativ einfach zum Aussuchen. Machen wir mal gerade noch den Rest auf, weil das brauchen wir nämlich auch. Wir haben hier noch Body, Hair und da rein sehe ich nämlich noch den Kopf. Den brauchen wir ja auch. So. Ah, gemütlich, hä? Schön auch mit ein bisschen Details noch dran, dass es wirklich See ist, oder? Auch vorne dran, schön mit den Halsketten, recht cool. Let's go. So, Kopf, Hair. Schau hier noch das Loch, oder dass es nachher genau durchkommt, das vom Kopf. Also schön zugeschnitten. Und an dieser Stelle auch danke nochmal vielmals an Lego, die uns das Produkt natürlich geschickt haben. Ich finde selbstverständlich das ab sofort auch wie brack.ch auf unserem Webshop. Ich könnte es auch direkt im Twitch-Chat aufrufen über Ausrufezeichen, Ausrufezeichen und Lego. Entschuldigung. Und dann kommen wir direkt zu unserem Link. So, wo sind die Hosen? Sonst hat sie dann halt einfach keine. Also das brauchen wir sicher noch, das brauchen wir sicher noch. Dann so ein braunes Teil sehe ich gerade noch. Das brauchen wir auch. Dann blau und grau plus nochmal eine Feder. Die ist nicht für da, okay. Oder noch nicht. Ist es noch hier drin? Nein. Da, gefunden. Ja, ist jetzt natürlich problematisch, weil alles ein bisschen die gleiche Farbe hat. Die Steine bitte schön nach Größe ordnen. Ja. Okay, Tapetenhemd. Ja, ich glaube, da kommen wir nicht vorwärts. Also wir haben hier unten ein bisschen die grösseren. Aber ich sehe schon, du bist ein Ordnungsfanatiker und ich verstehe das. Bin ich auch daheim. Aber irgendwo musst du ja noch ein bisschen durchwühlen können, oder? Habt ihr das nie gemacht daheim, wenn ihr Lego gespielt habt? Oder Klemmbausteine? Je nachdem, wenn es eine andere Marke war. Einfach die ganze Kiste ausgeleert. Einfach alles in die Ecken rein und dann der Kollege eingeladen, komm, wir gehen ein bisschen Lego bauen. Ein bisschen klötzeln, Klemmbausteine zusammenbauen. Und dann haben wir euch einfach durch den ganzen Berg durchgewühlt und geschaut, was hat's, was könnte man heute machen und so. Und dann, was wir zum Beispiel mal gemacht haben, in einem Sommer, wo sie länger dort, wo der Kollege länger bei mir war, haben wir da so Stop-Motion gemacht mit Lego. Also hat das auch mal jemand von euch versucht gehabt. Wo ist die Spitze? Die Speerspitze. Da ist sie auf alle Fälle nicht drin. Irgendwo grau. Oder?
Ja gut, machen wir mal den Rest noch. Weiß brauchen wir noch. Und Gusse. Dann unten dran blau. Und grau. Dann haben wir hier das Viertel. Jetzt brauche ich aber gleich die Pfeilspitze. Sonst steckt sie irgendwo im Talneck dann. Sprichwörtlich. Sieht sie irgendjemand von euch? Ich mache gleich das mal noch auf. Also ich hätte jetzt irgendwo dazwischen genommen. Benutzt die eigentlich irgendjemand von euch? Da kann man ja reindrücken und rausdrücken. Habe ich noch nie gebraucht. Ich lange es lieber an. Ah, ist doch da drin gewesen. Es hat sich versteckt unter einem anderen Teil. So. Dann rein hier. Schön. Dann können wir hier die Alloy richtig gut ausstatten. Ihr sagt, wenn ihr es nicht gut seht oder so. Macht es einfacher zum Zusammenbauen zuerst sortieren? Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir schon recht. Vor allem, wenn man noch an Dings denkt, an Puzzles und so. Ich finde es einfach cool, ein bisschen zu wühlen. So. Ist schon gegen aussen. Ja, ist gegen aussen. So, jetzt ist es drinnen. Jetzt ist dafür die Spitze wieder abgeht. Ich habe das schon richtig fertig. Nein, fertig. Gut. Hallo, fertig. Merci vielmals, dass ihr zugeschaut habt. Es war ganz toll, dass ihr da gewesen. Das wär's dann. Okay. Next. Nächste Seite. Was haben wir als nächstes? Wir haben. Woran machen wir uns? Wir machen uns jetzt an der kleinen Sentry. Kleine Sentry machen wir uns. Schwarzes. Wie ist das so? Sind ihr alle mit Lego aufgewachsen? Oder in der Duplo? Oder ist Lego inner nicht so etwas für euch? Oder andere Frage. Ist Lego etwas nur für Buben? Ich habe das Gefühl, früher war das so ein bisschen ein Gedanke gewesen. Obwohl es ja ein völliger Quatsch ist. Es ist ja für jeden. Ah, sind doch die. Okay. Dann das Graus. Mitte. Okay. Orange. Und so ein schwarzes fürs Gelenk. Ich finde es auch wichtig, dass das immer so ganz schön ausgerichtet ist, dass alles gerade schaut. Das muss einfach schön sein am Schluss. Dann bin ich gespannt, was das am Schluss alles wird. Vorne dran, und 30 Quer. Jetzt kommen da schon so Verschalungsteile. So auf die Seite da. Da andere Seite. Aufgerichtet. Schon mal gut aus. Nein, nicht da. So. Das kommt da geführt. Dann haben wir so etwas wie ein. Das ist nachher sein Rücken eigentlich. Mit dem Schwanz da drin. Art. Dann ein kleines weißes. Wo haben wir dich so im Knie? Dann haben wir halt noch das da hinten. Das ist schon von dem. Nicht. Dann brauchen wir noch die anderen Teile. Das sieht nach dem Kopf aus. Ein Einerli von dem. Okay, da haben wir noch. Und jetzt können wir noch auslesen, was er für ein Auge soll haben. Oder wie? Eins von denen. Also rot, gelb oder blau. Also ich nehme an, blau ist so neutral, so auf der Streife. Hat noch keine Gefahr gesehen. Gelb ist alarmiert und rot ist höchste Gefahr und Angriffsposition. Was wollt ihr für eine Farbe haben? Machen wir ihn aggressiv oder machen wir ihn ruhig?
Man hört mich nicht mehr gut, wenn ich zu weit vom Mikrofon weg bin. Okay, danke vielmals für den Hinweis, den ihr bitte habt. Ich hoffe, es ist jetzt besser. Und es überschlägt euch nicht gerade. Dann nehmen wir mal einfach den blauen, so wie es drinnen ist. Danke vielmals, Steffi. Sie haben mir schön geholfen mit dem Mikrofon. Schauen wir mal. Dann kommt das gleich vor. Von der Bomb. Videobomb. Jetzt kommen wir noch die Öhrchen dran. Das ist schon herzig gemacht. Also es sind also völlig neue Teile, die ich noch nie gesehen habe. Also ich weiß auch nicht, ob die spezifisch sind oder ob sie schon eine Weile lang gibt. Aber so über die Jahre hinweg habe ich natürlich schon auch beobachtet, dass es viele spezifische, auf den Bausatz abgestimmte Lego-Teile gibt. Da kann man sich natürlich nachher, wenn man ein bisschen Fantasie hat und kreativ ist, überlegen, wo kann ich das sonst noch einsetzen. Kann ich, was ich jetzt mit dem würde machen, aber es ist cool. So, dann ein Gewinde. Doppelgewinde. Ah, da kommt noch das schwarze Blättchen drauf. So. Okay. So, ich glaube, das ist gut, he? Oder? Nein. Hey, irgendetwas stimmt nicht. Ja, ich habe nämlich die Klammern falsch ausgerichtet. Jetzt ist die Frage, gehört das nach... Okay. Scheitern schon beim kleinen Teil hier. Beim kleinen Sentry. So, jetzt sieht es aber so aus wie da oben drauf. Gut. Dann können wir den schon da dran machen. Den Hals zum Ausrichten. Fantastisch. Dann der Schwanz, den haben wir noch gar nicht gemacht, den habe ich sogar übersprungen. Frech. Wäre natürlich nicht so toll, wenn er sich nicht könnte ausbalancieren könnte, der arme Sentry. Wobei, wenn ich Katzen ohne Schwanz sehe, die können sie auch irgendwann, oder? Es braucht einfach ein bisschen Gewöhnungszeit. Also ich bedauere natürlich die Katzen, die keine haben. Vielleicht gibt es eine Rasse ohne, ich weiß es nicht. Aber es scheint so, dass die Natur immer einen Weg findet, wie man so schön sagt. Hitlerius, hey, willkommen beim Stream. So weit, alles gut. Bei dir auch? Das verrutscht die immer. Dann die Beine. Okay. Brauchen wir hier eine Klemme. Wie ist das echt so bei Lego? Wenn die Designer zusammenhocken und die haben so neue Teile, die sie entwerfen müssen, sagen sie dann einfach, ja, weißt du, ich brauche da so ein Eckiges mit vorne so einem C und hinten dran hat es ein Röhrchen drin, wo du etwas reinstecken kannst. Oder hat das spezifische Begriff, den sie benutzen für das? Hat das einen Namen? Was meint ihr? Das ist sicher mega lustig, wenn die zusammenhocken dort als Designer. Gerade verwachen erst? Wow, so spät. Oder ist das für dich noch früh? Feine Sachen zusammensetzen, ja. Es ist eigentlich etwas schön Entspannendes. Also ich finde, es ist eigentlich ein toller Start in den Tag, oder? Weil eben ein bisschen Musik dazu hören, ein bisschen Teile suchen, gar kein Stress, alles easy. Dazu noch einen Kaffee. Habe ich jetzt leider nicht. Nur ein bisschen Wasser. Gibt dann nachher wieder einen Kaffee. So. Ist der jetzt schon? Cool. Da haben wir ihn. Der kleine Sentry. Also ich weiß nicht mal, ob er Sentry heisst. Ich sage mir jetzt einfach so, wie ich es gelesen habe vorher. Ja. Oh, der sieht schön balanciert aus. Jetzt haben wir ihn da
So, zu diesen zwei. Könnt ihr zuschauen, wenn ich da scheitere bei diesem Bau. So, das nächste ist die Base. Dann bauen wir mal das kleine Fundament. Das ist jetzt auch nicht eine ganze Platte, wie ich das sonst kenne von früher. Gut, das sind auch so die Ecken, oder? Sondern das wird wirklich Linie um Linie nachher zusammengefügt. Also, ich würde behaupten, das ist einmal hier und dann was Kurzes. Und dann kommt das da ganz hinten drauf. Das war eigentlich um 6 Uhr wach. Eine Stunde auf Twitter. ja, die Zeit geht immer schnell vorbei, gell? I know. Dann bist du wieder eingepennt. Ah, schön. Ja, unter der Woche könnte ich aber auch noch ein bisschen mehr Schlaf vertragen. Das ist immer... Das wäre eigentlich das Schönste, oder? Unter der Woche ist immer so, wenn du aufwachst, wieso kann ich jetzt nicht einmal einfach den Wecker ignorieren und weiter schlafen? Und am Wochenende hast du das Gefühl, du musst aufstehen, musst etwas machen, es ist das Wochenende schon wieder vorbei. Aber das ist selber dann auch mal etwa die ein bisschen Klemmbausteine oder Lego zusammenbauen. Beziehungsweise das eine schließt das andere nicht aus. Aber Lego ist halt Lego. Und das andere sind diverse Klemmbausteine-Hersteller. So, habe ich da das Richtige? Ja. Was auch immer das gibt, keine Ahnung. Oder wird das so eine dreidimensionale Base? Oder? Wir werden es erfahren. So, einmal. Ich liebe Orange. Man sieht es jetzt hier leider nicht so gut, weil es ist ein bisschen überbelichtet, die Kamera gegen unten. Kann man dann vielleicht mal noch eine einstellen. Ein anderes Mal. Aber Orange und Gelb, ein Fan of it. Was wirklich gern. Das sind so eure Lieblingsfarben. Das ist jetzt eine völlig lapidare Frage, ich weiss, ja. Aber manchmal gibt es so ein paar Leute, die sagen, ich habe keine. Ich habe gerne schwarz. Das hast du schon lange nicht mehr. Das letzte Mal babysittet hast. Gerne zu. Ja, es ist wirklich chillig. Chillig zum Zuschauen. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ja so etwas, wo du nebenbei laufen lassen und selber noch etwas machen. Ich meine, sind wir alle ehrlich. Derige Streams, die schaust, dass du dich nicht noch aufregst nebenzu, weil irgendwie, keine Ahnung, Ego-Shooter nebenzu schauen geht einfach nicht, oder? Also ja, vielleicht schon. Ich mach's nicht. Was wird das? Was wird das? Das sieht überhaupt nicht aus wie Base. Okay. Just ignore and go on. Es ist einmal schön bunt. Ich sage, wenn die Musik für euch irgendwie zu leislich ist, oder das Mikrofon wieder so. Blau. Wie es der Zufall will, ist dein Name gerade blau, Kitleris. Ich weiss nicht, ob ich das einstellen kann. Ich glaube es nicht. Ja, blau ist schon tiefgründig oder ruhig. Farben und Psychologie, toll. Ich habe keine Ahnung davon. Vielleicht ist es gar nicht Tallneck, die man zusammenbaut. Vielleicht ist es etwas völlig anderes. Überraschung. Zwei dieser. Wieso denn nicht gerade einen grossen? Kannst du mit Prime die Farbe einstellen. Okay. Der macht Sinn. Der macht Sinn.
schon lange kein Prime mehr. Ich habe aber schon lange nicht mehr so... Also schon Twitch, ja. Aber so Einstellungen und so hat sich in den letzten Jahren so viel verändert. Ich habe ja auch mal eine kurze Zeit nur gestreamt gehabt. Gaming dazu mal noch. Und es ist schon crazy abgegangen. Und jetzt heutzutage ist einfach alles ein bisschen einfacher geworden. Du kannst einfach zack, zack, schön alles einstellen. Steffi hat ja vorher mir ein bisschen helfen. Und das war voll einfach gewesen. Hat es auch mal so ausgesehen. Gut, sie ist natürlich ein Profi drin, das ist schon klar. Die gute Steffi. So. Schöner Tempel. Das ist die eine Seite von der Base, die eine Hälfte. Das kommt da wahrscheinlich so an, irgendwie. Obwohl, das macht immer noch nicht viel Sinn, weil es da so durch Löcher drin hat. Ist die grösste Farbauswahl mit Prime, ja. Was ich sonst so spiele, in der Freizeit. Wenn ich mal Freizeit habe. Aktuell bin ich gerade... Ich darf es eigentlich schon fast nicht mehr sagen. Da, der blaue Reis, bin ich zurückgegangen. Am WoW Classic. Ich weiss. Ich wollte jetzt auch nicht zu viel Wort darüber verlieren. Aber es gibt so gewisse Sachen von früher. Mein bester Kollege, wo er heute noch ist, Stefan, als du zuschaust, salut. Du weißt warum? Ja, wir haben halt einfach immer zusammen MMOs gezockt. Und er hat damals noch keinen PC gehabt. Das heisst, er ist immer zu mir gekommen. Wir haben alle Abenteuer so wirklich 1:1 nebeneinander miterlebt gehabt. Wir sind gestartet damals mit Dark Age of Camelot noch. Liebe ich immer noch. Und dann eines ist natürlich WoW gekommen. Oder? Und dann haben wir dort so viele Stunden drinnen verballert. Und jetzt gerade hat er wieder ein bisschen mehr Zeit und wir haben gedacht, ja, jetzt nehmen wir einfach so einen Schnupf Nostalgie mit. Und dann haben wir dort jetzt nochmal angefangen. Ist aber natürlich nicht das Einzige. Ich habe noch 1800 habe ich gerade wieder angefangen. Warum sich die Leute fragen, wenn sich Leute fragen, warum jetzt, dann wegen Maxim. Vielleicht kennen die einen, das ist auch ein berühmter deutscher Streamer. Und ja, hat mir irgendwie gerade wieder ein bisschen Bock gemacht. Und sonst bin ich halt viel D&D eigentlich am Vorbereiten, also Dungeons and Dragons, Pen and Paper und so. Das ist ja ein bisschen eine Passion von mir. Dort dann auch ein Buch am Schreiben, dort habe ich aber glaube wirklich keine Zeit dafür momentan, was sehr schade ist. Was spielt denn ihr so? Und du, Gitlerius? Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Es tut mir leid, falls nicht, gell? Aber das ist immer mit diesen Online-Profilnamen. Bin mir sicher, meine wüsste aber auch niemand wie aussprechen. So, also das mal auf die Seite. Jetzt braucht man 2 von diesen komischen Türmchen hier. Ups, sieht es fast nicht. Da. Mhm. Habt ihr gewusst, dass da die kleinen Noppen da unten von diesen Klemmbausteinen, die hat es früher bei Lego gar nicht gegeben, ganz am Anfang. Und dann sind die ganzen Lego-Bauten natürlich immer wieder auseinandergefallen. Zum Glück ist das mal erfunden worden. Jetzt hebt es wenigstens. Sonst hätte ich noch ein grösseres Problem damit. Gut, und tschüss. Also die Farben finde ich cool, die sind flashy. Aber nicht zu aufdringlich, irgendwie schön. Ja, es ist einfach harmonisch, könnte man sagen. Gefallen mir. Spielst du Ego-Shooter am liebsten? Also ich wollte nicht sagen, ich habe nie gespielt. Ich habe auch Battlefield habe ich so ein bisschen gespielt.
Kit. Okay, gut, Kit. Sage ich sehr gern. Lieblingsserie von meiner Kindheit, Knight Rider. Obwohl, das sind 2 T. Aber anyway. Bin ich jetzt vorher gewesen. Ah, das ist immer das... Fangst du etwas an, dann unterbrichst du es und dann hast du vergessen, was du sagen. Immer das Gleiche. So. Jetzt braucht man das, glaube ich, 2-mal. 2-mal, ja. Okay. So, jetzt da oben drauf. Und dann dasselbe nochmal. Ah ja, Ego-Shooter sind wir gewesen, ja. Ja, Battlefield habe ich ein bisschen gespielt. Spielst du dann so kompetitiv? Also Counter-Strike, Valorant? Ich weiß gar nicht, was ist noch kompetitiv? Ist Apex? Gut, das ist inner Battle Royale, hä? Das war auch ein Ego-Shooter. Valorant habe ich mal eine Runde gespielt. Kollege, das war lustig. Aber ich vertrage es einfach nicht. Mein Puls ist auf 240. Und jedes Mal, wenn einer um die Ecke kommt, dann mache ich mit der Maus so. Ja, vielleicht bin ich zu alt dafür. Aber es war schon früher so gewesen. Bei meinem Kollegen bin ich runter Counter-Strike spielen, weil ja, ich habe noch keinen PC dort. Und dann war es wirklich schlimm gewesen, wenn etwas um die Ecke gekommen ist. Das ist eine riesige Base. Das redende Auto. Also was, das Navi, wo man meint, wo sagt, man muss die ganze Zeit umkehren, oder welches meinst du, Kit? Ah, Orientierungssinn. Ich muss ja sagen, ich habe in Games den besseren Orientierungssinn wie im echten Leben. Also ich bin noch immer schon mal entlang gefahren, dann ist es schon einfach, ja. Aber sonst... Kritisch. Aber es wird ja auch einfacher, oder? Ich meine, heute, wo du überall mit dem Navi ankommst, musst du ja nicht mehr wissen, wo du bist. Du musst nur wissen, wo du hin musst, oder? Ah, jetzt machen wir nochmals das gleiche Spiel. So. Rainbow Six. Eine Kollegin von mir hat das sehr oft gespielt. Habe ich Gutes gehört davon. Du hast Teams gecoacht von der englischen Nationalliga. Wow, crazy. Ziehe ich meinen Hut vor dir. Das ist natürlich rechts Nummerli. Das ist wirklich in dem Fall so ein bisschen Profiliga, so international, ein bisschen Champions League mäßig. Nicht, dass ich mit Fußball etwas am Hut hätte, aber just saying. Ah, du hast schon der Kit von Knight Rider gemeint. Ist es eigentlich... Nein, er hat ja am anderen Stimme. Es ist schon der Kit. Aber ja, Knight Rider. Wie war denn das so gewesen, wo du gecoacht hast? Also warum machst du es denn jetzt nicht mehr? Ist es ein bisschen zu viel geworden oder einfach, weil es in England ist? Oder bist du noch in England? Ich weiß es nicht. Aber das finde ich auch noch spannend, oder? Nicht so gut fürs Competitive Gaming, aber coacht. Das heisst, das Spielverständnis ist einfach mega gut. Aber du kannst es in dem Fall nicht transportieren nachher auf das Game selber. Red. Das erste Säckchen wird langsam kleiner und leer. Das ist gut. Bisher passt auch alles zusammen. Ich bin fast ein bisschen stolz auf mich. Warte jetzt. Fuck.
fast am falschen Ort gesetzt. Das ist schon passiert. Nochmal alles auseinandernehmen, weil ich irgendwo etwas falsch zusammengebaut habe. Voreilig war. Da haben wir heute wenigstens Space gemacht und vielleicht noch die ein, zwei Beine vom Talneck. Die Zeit geht immer so schnell vorbei. Es ist richtig schade. Aber wenn sie schnell vorbeigeht, dann geniesse ich sie auch. Und das mache ich mit euch. Das ist wirklich cool. Die Nationalliga ist T3. Da kann ich jetzt leider wirklich nichts damit anfangen. Nicht so professionell. Also T3 ist so wie die Drittliga im Fußball. Ich muss leider nicht vergleichen. Ich habe keine Ahnung von Fußball nochmal. Von der Schweiz aus coacht. Mental Coach Kommunikation. Oh, mega cool. Ich glaube, also Mental Coaching und Communication und dann noch im Gaming-Bereich. Das waren sicher viele Nische gewesen. Also nicht in einem negativen Sinn, weißt du, aber er hat dann gesagt, wow, das wollte ich auch machen. Wie kommt man dann zu dieser Ehre? Hast du da eine Ausbildung gebraucht oder bist du rein vom Gaming her reingerutscht oder wie läuft das eigentlich? Ja, Fußball siehst du noch, was du machst. Ja. Gebe ich dir recht. Das macht es wahrscheinlich auch wirklich schwer noch, oder? Wenn du nicht vor Ort bist. Aber solange du so eben die unterstützende Funktion hast, ist wahrscheinlich der Zwang auch nicht da, dass du musst auf England reisen, oder? Magst du in den Schluck Wasser? Ja, habe ich doch etwas vergessen da. So. Kleinen. Immer wenn es am Ende zugeht, wird man immer schneller. Ich habe bald etwas geschafft. Hoffentlich stimmt es am Schluss. Noch das da. Gut. Mach ich. Ich folge dir. So. Das noch richtig, ja mal doch. Und jetzt noch das Brückli. Was haben wir da mit dem Rest noch ist? Also ich habe alles drin, oder? Jetzt muss ich doch noch mal schauen. Zurückgehen. Nein, der sieht schon so aus, wie er soll aussehen. Okay. Kommt einfach zurück in ein Säckchen. Das brauchen wir jetzt nämlich nicht. Es geht das garantiert verloren. Chicken Freezer, salut, willkommen zum Stream. Schön bist du da. Wie geht's? Alles im grünen Bereich. Schön das fette Sandwich krallt. Zum Mittag in der Hand. Etwas von die Heime mitgenommen. So. Noch nicht zu fest drücken. Einmal die Base. Sieht mega fancy aus. Hä? Also da mit diesen Bögen. Ich bin ja gespannt, was mit denen noch genau passiert. Weil so wie es aussieht, bauen wir sie nämlich einfach zu. Restliche Teile sind zum Einsaugen. Ah, ja, stimmt. Das macht ja immer so mega viel Spass. Also so Klürle, das Röhrli drauf. Kit, du bist reingerutscht als Psychologe. Bist gerade Psychologe, bist reingerutscht. Okay, dein Freund spielt Rainbow. Wow. Dass man da reinrutscht, hä?
Das ist ja immer so, ich habe eine Zeit lang noch bei einem bekannten anderen Online-Händler gearbeitet. Und die Leute träumen ja immer so, dass, also einmal die Leute, bin ich auch einer davon gewesen, mit Gaming tagtäglich zu tun haben, immer Game. Oder ja, heute natürlich die ganzen Streamers und Let's Players, oder? Aber schlussendlich ist es eigentlich ein Job wie jeder andere und er ist halt knochenhart. Und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, Kit, oder? Es ist nicht immer alles so rosig, wie man sich das vorstellt. So, Päckchen 2 sind wir angekommen. Ich weiss immer noch nicht. Ah ja, ich weiss, zu früh drauf da. Ich muss das nämlich abmessen hier. Mit dem da. Aussen. Ja, gut. Machen wir. Burger Bun. Ja, mal. Können wir schon. Das oder ein Ostreifen, die auch nicht schlecht. Oder so die russischen Eier, die so angemalt sind, die 10.000, 20.000 Stutz kosten. Sollen wir es mal für die Karte stellen? Nein, nur ein Witz. Also, es wäre eine Sünde. Bist du heimgechecken mit dem Drüsenfieber? Ah, das tut mir mega leid. Ich weiss nämlich ganz genau, wie das ist. Das ist richtig beige. Ja. Aber geht's noch einigermaßen? Ist schon bald durch, oder? Ausser der Schlaf aus der Raubt. Das Schlimme ist ja, du weißt nie, wie lange das geht. Bis das eigentlich vorbei ist. Mein Cousin hat es zum Beispiel auch gehabt, der hat ein Jahr noch Probleme gehabt. Der Roger Federer hat ja auch in dir gesagt, dass er ein halbes Jahr hat er ein bisschen dran zu beißen gehabt. Das ist so ein bisschen Lotterie wie mit vielen anderen Sachen. Aber ich finde es cool, dass du hier ein bisschen chillen mit uns, ein bisschen Lego bauen und gute Besserung, selbstverständlich. Ich denke, das hilft sicher ein bisschen zum Abschalten, ein bisschen vergessen. Einfach ein bisschen sein. Ich bin am Anfang extrem müde. Ja, gib einfach dem Körper nach. Wenn du müde bist, dann gehst du schlafen. Einfach nichts überstürzen, schön Zeit lassen. Die nicht vom Job stressen lassen oder irgendwelche Gedanken, dass du müsstest noch für die Schule oder für den Job noch dieses und jenes machen. Weil am Schluss hilft es nämlich gar nichts, oder? So, wo ist das linke? Da, das rechte. So. Dann könnte man sicher auch noch coole Flugis machen mit diesen Teilen. Oder? Und dann da noch irgendwie Träger. Ah, das ist die Fahrseite hier. Das ist ein bisschen ein fetter Flügel. Aber ja, man könnte, wenn man würde wollen. Was ist jetzt das da? Haben wir es. Gut. Ja, das habt ihr gar nicht. Ja, ich bin natürlich auch ein Depp, oder? Sind wir jetzt schön bei diesem Punkt? So. Richtige Seite. Wunderbar. Jetzt hebt es nämlich auch besser. So, schon geflickt. Der Chef macht dich ein bisschen nervös, Chicken Freezer. Und einen Tag, 2 Tage. Mhm. Ja, Chefs könnten durchaus ein bisschen stressig sein. Sie würden natürlich gerne wissen, wenn du etwa denkst, wieder zurückzukommen, damit sie entsprechend planen können. Ich bin auch mal
Chef gsi, habe ein Hotel und Restaurant geführt. Und was ich dort einfach gelernt habe, und das sind andere Chefs sicher auch so, ist, dass du als Chef halt dein Team trägst und nicht versuchst so weit zu gehen, dass dein Team eigentlich dich sollte tragen, oder? Also als Chef ist es im Gottesnamen einfach so, dass du halt für deine Mitarbeiter, wenn die krank sind, musst einspringen, länger arbeiten. Und das sehe ich leider sehr oft, dass das wirklich so ist, dass viele das Gefühl haben, ja, ich bin Chef, ich nehme mir die schönsten Zeiten raus, ich arbeite nur so viel und dann gehe ich wieder heim. Weil ich bin ja Chef. Aber so läuft das einfach nicht, oder? Weil du musst einfach ein Vorbild sein. Und wenn dein Mitarbeiter dein wertvollste Gut, das du hast in deinem Unternehmen, das sagt man immer so beiläufig, aber das ist einfach so, weil ohne Mitarbeiter läuft es ja nicht. Wenn du das mit Füßen trittst, das ist gut. Du musst dich ja nicht wundern, wenn es nachher nicht mehr funktioniert, wenn nicht mehr die gleiche Leistung kommt. Wenn sich der Mitarbeiter nicht wertgeschätzt fühlt, nicht ernst genommen ist mit seinen Problemen. Und das ist sehr, sehr viel Aufwand, aber schönen Aufwand. Und Kit hat dort auch ein bisschen etwas in die Richtung gemacht, oder? Mit der Betreuung. Da musst du dir einfach Zeit nehmen. Ich habe irgendetwas falsch gemacht. Ja, da oben ist das Grüne, das nicht da hinten soll sein. Wenn gewisse Leute jetzt den Stream schauen und sagen, ich habe das Grüne am falschen Platz da, die werden jetzt wahrscheinlich lachen. So. Jetzt ist es richtig. Gut. Aber darum, Chicken Freezer lass dich einfach wirklich nicht nervös machen. Wenn du krank bist, bist du krank. Es hat Leute, die für dich arbeiten können. Mindestens der Chef. Und das müssen einfach alle mal begreifen. So, habe ich jetzt alles? Habe ich nichts mehr vergessen? End of Infinity, Sound, okay, Soundqualität vom Stream. Ein tiefes Poldern. Aha, okay, ja. Ich weiss, was das Problem ist. Wir haben das Mikrofon leider nicht an einer Spinne. Das heisst, die ganzen Vibrationen werden nicht aufgefangen oder abgefangen. Aber es ist mega gut, dass du das sagst. Danke vielmals. Ich versuche ein bisschen weniger auf den Tisch zu hauen und vielleicht ein bisschen in der Luft zu arbeiten, weil es ist schon sehr störend. Aber cool, hast du gesagt. Danke vielmals. Bausatz. Was haben wir für einen Bausatz? Wir haben der Tallneck von Horizon Forbidden West von Lego gemacht. Also wirklich cooles Teil. 1222 Teile. Könnt ihr ab sofort bei uns auf brack.ch kaufen. Ausrufezeichen Lego kommt ihr auch zum Link. Direkt auf unserem Webshop. Ist jetzt ganz neu. Vor 2 Monaten ist ja auch Forbidden West rausgekommen. Und wir haben jetzt schon das Vergnügen, dass wir da dürfen den zusammenbauen. Der Tallneck. Also so ein bisschen wie der Giraffe, der Mecha-Giraffe. Guter Online-Shop, wo Spinnen verkaufen das Mikrofon, ja? Ich arbeite für Zufall in einem. Und trotzdem haben wir jetzt noch keine Spinnen. Aber ist gut, ist dir aufgefallen, ja? Müssen wir definitiv noch nachrüsten. Dass es nicht so poldert. Und jetzt habe ich nämlich schon wieder etwas falsch gemacht. Ich so gerne mit euch schnurren. Jetzt machen wir da nämlich unser Flugi. Spinnen im Garten? Ja, bring doch die mal vorbei. Sie dann so da hängen. Ah! Okay, das sieht nicht schlecht aus. Ich tue jetzt das extra ein bisschen anheben. Jetzt muss ich es natürlich ein bisschen weiter vorheben, sonst seht ihr ja gar nicht, was ich mache. Jetzt haben wir da hinten quasi die Felsen angebaut. Also ob ich
das Restaurant geleitet, ob ich Koch bin. Nein. Ich habe eigentlich das KV gemacht. Dann noch die Berufsmatur. Habe eigentlich auch auf dem Job gearbeitet, den ich jetzt mache. Und habe dann einen kurzen Abstecher, also kurz 8 Jahre gemacht in die Gastro. Ja, habe dafür noch die Schule gemacht, die Hotelfachschule zu Luzern. Ist ja schon eine mega coole Schule. Also wenn ihr mal wirklich studiert, hey, was soll ich machen? Macht die Hotelfachschule. Es ist extrem witzig. Man lernt extrem viel fürs Leben. Ich wollte jetzt auch nicht Werbung machen, das wirklich nicht. Aber es bringt einem schon ein bisschen weiter, finde ich. Da steht nicht auf welche Seite, dass ich das jetzt anmachen muss. Ich mache jetzt einfach irgendetwas. Und das Kleine da über? Nein. Das hat ja nur eine Stufe. Wo ist denn das zweistufige? Moment. Jetzt brauche ich doch das Teil. So. Jetzt hat es mir doch mal geholfen. Wenn es schon richtig fest verankert ist. Was ich für einen Job mache bei Brack, ich bin Product Manager bei Spielwaren. Was macht ein Product Manager? Also ganz simpel gehalten, das ist eigentlich der das Sortiment bestimmt, einen Teil mitbestimmt, für einen kleinen Bereich. Also bei mir ist es jetzt ja, Spielwaren, ja, aber vor allem eben Brettspiele, also es künftig kommt das ganze Pen and Paper, Tabletop sind wir am Ausbauen. Und dort darf ich selber ein bisschen verwalten und das macht natürlich mega viel Spass. Etwas stimmt einfach nicht. Es sieht so aus, als würde es oben drüber gehen. Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Moment. So, das ist so. Ah, so kommt das. Okay. Viel zu lang für das Teil. Weißt du, was machen? Darum habe ich Kaffee gemacht. Ja, was meinst du? Bei mir hat es genau gleich ausgesehen. Es stimmt einfach immer noch nicht. Das kann doch nicht sein. Es fehlt einfach so ein Dreier-Ding. Nein, es fehlt kein Dreier-Ding. Ich habe, glaube ich, die Ecke einfach falsch reingemacht. Irgendetwas stimmt mit dem Ecke nicht. Aber man sieht ja nicht, wo die Ecke hinkommt. Das ist das Problem. Was ist ausverkauft bei uns? Echt jetzt? Nein! Ich nicht! 102. 102 Stück sollten es sein. Mach mich nicht fertig. Und jetzt ist es so. Wow. Ah! Geschafft! Toll. Ein Stein. Wahnsinn. Wie so gut. Ach so, ja, Release, ja. Logisch. Bist du völlig überhyped gewesen? Ja, wir dürfen ihn vorher aufmachen, natürlich vorher zeigen. Aber trotzdem, wir haben genug näher. Also da, bis die weg sind, ich würde natürlich schon schnell sein, weil es ist ein recht cooles Teil. Es macht auch mega viel Spass irgendwie. Zwischen den grossen und den kleinen Sachen hier. Sieht schon lustig aus. Sieht aus wie eine Hundenart. Und es hat etwas mit Gaming zu tun. Grosses Plus. Und was ich auch schön finde, es ist relativ zeitnah am Release von Forbidden West selber natürlich. Ich sage, wenn es wieder so mega poldert hat, ich gebe mir wirklich Mühe. Reiss mich zusammen. Hey, Lolplay? Ja,
Teile-Trainer, der da. Ja. Also ich habe ihn wirklich noch nie gebraucht, bis jetzt nicht. Das ist jetzt lustig. Hätte ich nie gedacht, dass ich das Teil mal brauche. So. Jetzt muss ich schauen, dass ich das am richtigen Ort hier anpflanze. Das gibt auch den Anfang von irgendeinem Baum. So. Sieht gut aus. Next. Ich mache das gut, danke für mal. Endlich sagt es mal jemand. Mein Selbstwertgefühl ist wieder im Lot. Hast du sehr lange kein Lego mit zusammengebaut? Ist wirklich so. Ach, kleine Anekdoten aus meinem Leben. Dort bin ich sehr enttäuscht und hässig gewesen. Mein Cousin, dem habe ich früher viel Lego zusammengebaut. Ist falls du zuschaust, du weißt genau, was ich meine. Wir haben dementsprechend viel Lego gehabt. Ich hatte eine Kiste, er hat eine Kiste, ich habe mehr Lego daheim gehabt. Das sagt man ja, oder? Ja, ich habe mehr Lego daheim wie du. Und er hat auch mega viel gehabt. Da sind wir natürlich auch ab und zu, wenn wir bei ihnen waren, sind wir irgendwie in mein Zimmer dort ein bisschen klötzeln und so. Und mega viel Spass gehabt dabei. Und dann, mit ein paar Jahren, haben wir uns nicht mehr so wirklich gesehen, also wo wir schon erwachsen waren. Und irgendwann sind wir auf Lego zu sprechen gekommen. Genau. Vor seiner Hochzeit habe ich ihm einen Lego-Technik-Töff geschenkt. Weil Nostalgie und so. Und er gerne Töfffahrt. Anyway, sind wir auf Lego zu sprechen gekommen. Habe ich gefragt, ja, was hast du eigentlich mit deinen Lego gemacht? Und dann sagt er, ja, jetzt hast du eigentlich etwas verkaufen, aber ich habe es dann einfach weggerührt. Dein Ernst, oder was? Ja, doch, ja. Also weg. Ja, weißt du, was soll ich hin mit dem? Gib sie mir. Nein. Und es gibt ja Leute, die verkaufen das nachher noch, so riesige Kisten mit Lego. Also ich meine, das eine ist der Wert, oder das andere ist der emotionale Wert. Du kannst doch nicht einfach Lego wegrühren. Und selbst wenn, dann behaltest du es einfach für deine Kinder oder für andere Kinder, aber du rührst es sicher nicht einfach weg. Also das war wirklich schockierend. Bin ich heute noch nicht darüber hinweg. Ich habe irgendwo eins... Ja, schon wieder einen Fehler gemacht. Eins zu weit weg. Man sieht es aber auch nicht so gut, wegen der Perspektive. Wegen der Perspektive hier. Wie es drauf ist. Also man muss einfach unten dran die Noppen abzählen, oder ein erfahrener Lego-Zusammenbauer hat das natürlich gemacht und gesagt, ja, sehe ich vom Schiff aus, das muss eins weiter rüber. Ich halt nicht. So, das muss jetzt da auch noch eins. So. Da stimmt doch immer noch etwas nicht. Ja, okay, schon gefunden. Ah, Backtracking. Wieder Games. Schlimmste. Lego McLaren. Irgendwo rumliegen. Du meinst noch mit den Decals? Ja, wir haben es gehört. Ja. Nein. Leider nicht. Ja, das ist echt schade. Aber es ist also ein bisschen schade gefunden wegen der Lizenzen. Das ist ein bisschen unglücklich. Aber die sind jetzt natürlich recht im Preis gestiegen, ja. Die noch haben. Wie mit der PS5, was es nicht gibt. So, jetzt sieht es, glaube ich, besser aus. Oder? Ja. Tschüss. Ja, es gibt ein schönes Wäldchen auch. Also die da vorne noch. Ah, das muss jetzt natürlich eins weiter rüber, das habe ich auch nicht unplatziert. Und der kleine nebendran. Deine Mutter hat alles weggeschmissen, Chicken Freezer. Okay. Nein.
Das ist einfach brutal. Also hast du irgendetwas verbrochen gehabt, dass sie es weggerührt hat? Also ich verstehe ja irgendwie, kein Fernsehen für eine Woche oder so, weißt du? Kein Internet für einen Monat. Aber ich rühre all deine Lego weg. Das ist brutal. Das ist echt brutal. Eins weiter ändern. So. Wow, Lego Luke Minifigur. Ja, behalten. Wie das Golf-Vreneli früher, oder? Einfach behalten. Aber die Preise von denen sind einfach schon so viel höher wie das Golf-Vreneli zum Teil. So Zeug. Wahnsinn. Ah ja, ist das richtig? Yes. Jetzt kommt noch so ein Dreieckchen. Und da die Rundung da. So. Bist du ausgezogen? Ja, aber also hat sie gerade keinen Platz weggegangen. Ich finde es gleich ein bisschen krass. Sie hätte ich ja können fragen geschwind, oder? Aber ja, wenn wir nicht judgen. Es tut mir einfach extrem leid für dich, Chicken Freezer, dass all die schönen Lego weg sind und jetzt zum Teil musst du nachkaufen und gewisse Sachen sicher nicht mehr gibt. Hat es irgendetwas darunter gehabt, wo du extrem gräuig bist, dass du es nicht mehr hast? Guantanamo. Böse. Mhm. So, also wir streamen übrigens bis am 12:30. Weil dann ist mein Knurren vom Magen wahrscheinlich so laut, dass es vom Mikrofon aufgenommen wird. Ich hoffe, wir schaffen bis dann noch. Es sind noch ein paar Seiten. Bis dann noch Base. Ein bisschen Gas geben und vielleicht ein bisschen weniger falsch bauen. So. Zack. Zack. Stutz, ja, GZ, Roleplay. Das orange Teil, ja. Einerseits natürlich zum Reintun und andererseits zum Rausnehmen. Oder? Es hat da unten so eine Hebelfunktion. Und das da wäre noch für die Kreuzsteckerli. Ich habe es vorher auch noch nie gebraucht, ganz ehrlich. Ich brauche es jetzt zum ersten Mal. Aber es ist eigentlich noch gut. Muss ich schon zugeben. Gar nicht so dumm. Aber früher haben wir das auch nicht gehabt. Es ist gegangen. Ja. Ja, werde ich nie fertig bis um halb. Ja, I know. Aber hey, dann haben wir noch etwas zum Freuen auf nächste Woche. Oder? Also es wird sowieso immer etwas zum Freuen geben. Ich meine, das ist nicht das Einzige, was wir zusammenbauen. So. Ich baue jetzt einfach ein bisschen queren Weg durch, was ich gerade gesehen habe drauf. Und was so schön orange umrandet ist. So mir sagen, hey, das hast du im Fall vorher noch nicht angelegt. Gut. Gerade nach dem Auszug hat sie die Lego weggerührt. Ich sage etwas für Kinder. Tut weh, hä? Meine Kinder sind auch Kinder, ja, richtig. Ja, und ich bin auch ein Kind, oder? Das ist doch die neue Bezeichnung, die da rumgeht. Wie ist das? Homo ludus oder so. Der spielende Mensch. So eine Trendbezeichnung irgendwie.
Oh, jetzt kommen noch ganz neue Teile da. Ganz fancy. So rund. Und das helles Grün. Schön. Erinnert mich gerade ein bisschen an das Minecraft-Lego-Set, da der Würfel, den ich mal gekauft habe. Das war ja lustig. Es sind alles so kleine Einerteile. So tuk, tuk, tuk. Und eben die Blöcke, die du zusammensetzen musst. Und ganz außen noch. Okay. Check. Und da unten. Das hier gibt es so eins mit einer Klammer drin. So einklicken. Ah, Kate, ja, wenigstens so hast du es gespendet, deine Lego, oder? Okay, Lope, ja, deine Lego, das sind natürlich Sammlerstücke, ja. Aber ich bin mir sicher, du hast auch ein paar, die du könntest entbehren. So die einfachen Basisklötzli. Oh, nein, Moment, eine zu früh. So. Das kommt jetzt so da an. Da haben wir dann den unteren Teil zumindest von der Base bald mal fertig. Schön fixieren, das hebt jetzt auch richtig schön da. Ja, das ist jetzt schwierig, ja? Wo kommt jetzt das genau an? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon in die Mitte. Wir sehen es nachher. Aber ich bin mir ziemlich sicher. So, da noch das Dreieck da. Okay, also jetzt kommen wir doch nicht schlecht vorwärts. Vielleicht klappt es noch. Der Baum wird noch ein bisschen crazy. Schauen wir mal. Okay. Aber das Säckchen auf jeden Fall schafft man jetzt dann noch fertig. Homo Legos, ja. Was ist es? Dänisch für... Wie hat das geheißen? Leg gut oder so. Gut Spielgut. Spielgut. Heißt doch Lego. Ja. Das sind quasi Lego-Menschen. I like. Spielende Lego-Menschen. Ja. Passt. Nimm ich so. Wieso auch nicht? Wieso das Kind im Mann oder in der Frau, selbstverständlich, jemals aufgeben? Das ist das Schönste. Wenn du dich mit so kleinen, coolen Sachen kannst beschäftigen, ein bisschen Zeit verbringen, runterfahren, genug Stress im Leben, einfach ein bisschen chillen. So, jetzt sieht es so aus. Ich kontrolliere jetzt nochmal, weil wir haben ein paar Teile übrig. Ob irgendwo etwas fehlt, aber auf den ersten Blick sieht es einmal nicht so aus. Das heisst, zurück in das kleine Sammelsäckchen hier. Nicht zum Einsaugen. Und Nummer 3 machen wir. Schön bunt. Die eigene Duplos, aber du brauchst die für Lego. Inwiefern ist das kompatibel miteinander?
Also geht das gut? Ah, das ist ja ein Style, das habe ich noch nie gesehen. Ganz, keine Ahnung, was es soll sein. Da. Ganz fein. Und jetzt gibt es da ein bisschen Blümchen. Ein bisschen unsere Base bepflanzen. In ihrem Leben sind die Ersatzteile. Ja. Ah ja, warte mal. Gut, hast du das noch gesagt. Ja, jetzt ist mir nämlich gerade in dem Moment ist mir aufgefallen. Also in dem Moment spät. Zum Glück hast du es eben noch gesagt. Die kommen noch da unten drin. Ja. Weil vorher haben wir eben schon ein paar Sachen gehabt, die sind überzählig gewesen. Effektiv. Das ist immer noch weird. Jetzt sind wir noch wieder eins weiter über. Jetzt macht nämlich der Verbund hier auch Sinn. Und das da muss auch eins weiter über. Das ist jetzt doof, das kann ich hier nicht wirklich wegnehmen mit den Klammern. Aber mit dem da, der Rückseite. Ja. Ich glaube, also Leute, es liegt einfach daran, wie ich fast noch nichts gegessen habe. Zuckermangel, ich sehe es nicht richtig. Es liegt einfach an dem. Also es ist eigentlich nicht mein Fehler. Eigentlich nicht. Es ist der Fehler von Lego, weil ich jetzt das muss mit euch zusammenbauen. Ganz einfach. Ah, die Lego nicht zum Bauen, ja. Also so ein bisschen der Hintergrund dann. He? Das ist eine tolle Idee. An das habe ich jetzt noch nie gedacht. Aber du kannst ja mal ein Bild posten und uns taggen auf unseren Social Media Kanal und dann können wir das nämlich auch anschauen. So, jetzt muss ich den kleinen Sack noch aufmachen für die Blüten. Jetzt schaue ich, dass ich da möglichst wenig auf den Tisch aufhaue. Dass euch nicht gerade hinten abstuhlt. Also die Farben sind auch viel abwechslungsreicher geworden. Man sieht es jetzt nicht ganz, aber es ist eigentlich kein reines Weiß, sondern ein ganz leichtes Blau von diesen Blüten. Das macht natürlich das Bild am Schluss ein bisschen interessanter, wenn es viel mehr Farben drin hat als nur irgendwelche Grundfarben. Das ist ein bisschen feine Arbeit. Ich hätte jetzt bevorzugt, wenn es in der Anleitung geheißen hätte, zuerst die Art Stiel machen und dann einsetzen. Aber das Einsetzen ist halt ein bisschen schwieriger. Aber ich wollte einfach nicht, dass das Plastik hier abbricht. So, haben wir doch schon ein bisschen Flora hier. Richtig cool. I like it. Snickers bestellen. Ja, noch bin ich kein Diva. Das werden wir auch nicht erleben. Ah nein. So schlimm ist es nicht. Ich kann mich da gut zurückhalten. Wir haben ja noch ein Momentchen. Aber je nachdem, wie schnell dass wir das nächste Mal noch weiterkommen, habt ihr den vielleicht schneller zusammengebaut, als ich fertig bin im Stream mit dem. Könnte passieren. Schon wieder. Da fehlt noch das braune Zwischenteil. So, jetzt aber. Das sind so wie, wahrscheinlich wie die, wie heisst es? Nicht Farn. Die mit dem weißen Wedel oben. Da die Pflanze mit dem weißen Wedel. Wahrscheinlich etwas in die Richtung.
noch eins. Gerade aufgabeln. Sushi gehört. Ah, Sushi. Gibt es hier Sushi? Epiplant. Das wäre toll, würde ich mir jetzt gönnen. Was heisst hier? Sicher bin ich kein Diva. Das hast du mir noch nie erlebt. Verdächtig, das. Ja. Steffi ist halt auch gerne eine, die fällt einem ein bisschen in den Rücken rein, oder? Ja, ja. Ich meine, jetzt werde ich hier öffentlich ausgeschlachtet. Ich kann nichts dagegen machen, oder? Die Mehrheit bestimmt, ja. Merci für den. So, jetzt haben wir da die Schläuche. Das sind eigentlich sind es Gartenschläuche, oder? Die bewässern hier den Boden. Ja, doch. Macht Sinn. In meinen Augen macht das Sinn. So, jetzt müssen wir das erste Mal einen Stamm bauen. Von so einem Bäumchen. Da brauchen wir drei Verbindungsteile. Eine ganze Schwette, hä? Aus was so einem Baum alles besteht. Dann brauchen wir die. Das ist ja fast alles da. So. Dann die da. Und so ein Kreuzstäbli. Und das Blaues. Gut. Dann ist ein bisschen da rüber. Und dann das Verbindungsstückchen. Nochmal. Nochmal. Hä? Ah. Zuerst das so drin. Einen Burger holen? Wow! Das wäre mega Service. Ja, im Fall wirklich mega gern, ja. Sehr gern. Dann habe ich etwas, wo ich mich nachher so richtig darauf freuen kann. Was habt ihr so zum Mittag eigentlich? Sind ihr überhaupt schon am Essen? Also Kit, du bist ja wahrscheinlich erst beim Kaffee angekommen, oder? Wenn du wieder alleine wohnst. Ja, es braucht schon ein bisschen Platz. Also generell so Hobbys, oder? Es braucht natürlich schon viel Platz. Und dann ist es toller, wenn du dich ein bisschen vertun dort. Und weisst, das Reich ist meins, oder? Da kommt jetzt niemand und stellt irgendetwas um, saugt es ein. Oder etwas in die Richtung. So, ich hoffe, ich mache keinen Seich hier. Das sieht so fancy aus. Also, da, das Stäbli hier. Der Baumstamm. So, jetzt noch ein weisses. Okay. Jetzt fehlt aber da der Baumstamm. Der Ast. So. Jetzt. Mega cool. Dann kann man das noch selber ein bisschen ausrichten, wenn man lustig ist. Da noch etwas verpasst. Und dann. Jetzt machen wir schon ein bisschen Terraforming hier in Art. So. Später ein bisschen etwas essen. Ja, schau einfach nicht, dass der verhungert ist, gell, Kid? Linsen mit Speck und Spiegelei. Oh! Chicken Freezer. Please. Gib mir etwas ab. Das ist so der Food zwischen mir und dem Vater, wenn die Mutter nicht daheim war. Das oder Dose Ravioli von Hero. Immer toll. Ja, bist einfach zufrieden, oder? Speck, Linsen. Und für Veggies unter uns natürlich ohne Speck. No problem. Das ist schon fertig, hä?
muss ich nur einfach da die Blümchen dran kleben. Ich würde sagen, wir machen das jetzt noch fertig. Ich klebe noch da die Blümchen dran. Also die Blätter sind ja das eigentlich an die Äste. Und dann würde ich sagen, ist das nachher der Stream für heute gewesen. Ich schaue selbstverständlich, dass das alles schön zusammenbleibt hier. Und dass wir das nächste Mal, nächste Woche, gleiche Zeit, gleicher Ort. Also für euch weiss ich nicht, ob es der gleiche Ort ist, für mich schon. Würden wir uns dann wieder sehen. Hier auf twitch.tv/brack.ch in unserem Stream. Also es sieht schon cool aus. Ich finde das schön, wenn es so nach oben wächst. Das Ganze. Und ich habe eigentlich so ein bisschen... Der Tallneck ist ja 34 cm groß. Ich habe eigentlich gedacht, das wäre, ja, mal... Ja, das kann man jetzt natürlich schlecht in der Kamera zeigen, oder? Aber das wäre vielleicht etwa... So, nehme ich mal an. Aber ich habe mir es irgendwie im Kopf kleiner vorgestellt. Das ist jetzt doch recht cool. Recht cool von der Größe her. So, dann tue ich nachher alles zusammenräumen. So. Dann wir da mal schön zusammenbüscheln. Und das gehört ja da miteinander zusammen. So. Und dann das nächste Mal machen wir uns endlich mal den Schlauch da, das Kabel einsetzen für die Laterne. Das ist so ein bisschen das, wie würdest du dem sagen, postapokalyptische Element, das es drin hat. Von dieser zerstörten Welt. Mega toll. Und dann haben wir Basshand, geht es nachher an Tallneck. Ab dem Beutel 4. 3 sind wir jetzt fast durch. Die von dir sind selber gemacht, das tut mir sehr leid. Ja, selber gemacht sind natürlich schon etwas anderes, LOL-Play. Aber das sind so Erinnerungen von früher, die kannst du schlecht übersteuern, oder? Weil da hängt die ganze Nostalgie dran, die macht auch Hunger und Lust. Und mit dem würde ich sagen, würde ich euch für heute verlassen. Ich habe es mega genossen, mit euch ein bisschen an diesem Tallneck hier zu arbeiten von Lego. Den haben wir ab dem 1. Mai offiziell, darf man den kaufen bei uns. Wir haben genug für den ersten grossen Ansturm. Also bitte kommt zu uns auf brack.ch. Dort bei den Legos schauen. Und dann das nächste Mal, nächsten Donnerstag, 11 Uhr wieder, sehen wir uns und bauen weiter an diesem Tallneck. Ich möchte ganz herzlich danken an alle, die dabei waren, die mich begleitet haben heute Morgen. Mein erster Stream nach so vielen Jahren mal wieder. Es hat mega Spass gemacht mit euch. Und wenn ihr irgendwelche Kritik, Anregungen oder Feedback habt, könnt ihr auch das gerne, nachdem der Stream beendet worden ist oder jetzt noch reinschiessen oder irgendwie auf Social Media uns kontaktieren. Das ist gar kein Problem. Die Steffi ist Profi, wie gesagt, die kümmert sich darum. Und dann das nächste Mal sehen wir uns wieder in alter Frische, frisch fröhlich, zum grossen Klötzle bereit. Ich wünsche euch einen guten Miteinander. Habt es schön und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss miteinander.